Und damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, ja, wir sind 1:0 ausgeschieden gegen Bayern 04 Leverkusen im DFB-Pokal. Ich werde den Bums hier heute ein bisschen anders angehen. Ich werde keine Spielerbenotung machen. Wir werden uns keine Statistiken reinziehen. Jeder, der das Spiel gesehen hat, das war gerade kein hämischer Applaus, sondern das war ein ernst gemeinter Applaus für unsere Fans, für die Südkurve, für das Stadion, für diese Mannschaft. Ja, das war ein grandioser Fight von uns. Erste Halbzeit, wie wir uns da reingebissen haben, nach der roten Karte waren wir die bessere Mannschaft. Ja. Auch zweite Halbzeit waren wir über weite Strecken die bessere Mannschaft. Ja, uns hat ein Harry Kane heute gefehlt, uns hat ein Knipser gefehlt. Wir haben ein paar Chancen gehabt, keine Frage. Das Genick hat uns Manuel gebrochen. Das ist aber auch nur die logische Konsequenz der letzten Wochen. Ja, die logische Konsequenz des Verhaltens dieses Vereins. Kommen wir aber gleich ein bisschen drauf. Ansonsten gibt es nichts Negatives zu sagen. Ja, die Mannschaft hat gefeitet und zwar jeder. Da ist keiner in dieser Mannschaft heute gewesen, wo man sagt, der war schlecht, der hat nicht alles gegeben. Ja, der eine oder andere hat vielleicht mal eine unglückliche Aktion gehabt, aber jeder hat 110% reingehauen. Jeder war für die Mannschaft da, war für den Verein da, hat alles gegeben. Es gibt nichts zu kritisieren, außer Manuel Neuer. Das muss man leider so klar sagen. Das muss man auch nicht beschönigen. Da muss mir auch keiner kommen mit, oh ja, der hat ja so viel für den Verein getan und hat auch so viel für uns schon gerettet, Blasels. Ja, alles richtig, gar keine Frage. Aber das, was heute passiert ist, ist einfach die Konsequenz der letzten Wochen und Monate. Ja. Das war abzusehen, dass das passieren wird. Es war nur eine Frage der Zeit. Und wenn es dann in so einem Spiel passiert, ja, muss man sich vielleicht mal langsam eingestehen, dass das Niveau einfach nicht mehr für den FC Bayern reicht. Ja. Das muss man mal ganz trocken analysieren. Aber gut, kommen wir erstmal zum Spiel. Ich denke, es war klar, dass das Spiel so anfängt, wie es angefangen ist, dass beide ein bisschen abwarten sind, ein bisschen kontrolliert. Wir waren auf jeden Fall von Minute 1 da. Das Stadion war von Minute 1 da. Richtig Chapeau, lange nicht mehr so ein lautes Stadion gehört. Gänsehaut, wie wir gefeitet haben, dann nach dem Platzverweis, der natürlich viel zu früh war und völlig unnötig war. Was immer da Manuel Neuer durch den Schädel gegangen ist, weiß nur er. Ich hoffe, ich bin jetzt hier direkt nach dem Spiel, ja, ich habe keine Interviews gehört. Ich hoffe, er sucht nicht wieder eine Ausrede, ansonsten musst du ihn direkt entlassen, Alter. Ja, also schon gegen Aston Villa da eine Ausrede gesucht, das Spiel geht auch auf seine Kappe. Und heute geht es noch klarer auf seine Kappe. Ja, das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, ein Titel weg. Ja, das geht definitiv auf seine Kappe. Danach Alto Belli. Ja, ich habe keinen gesehen, der nicht alles versucht hat, der nicht gefeitet hat, ob es unsere Innenverteidiger waren, selbst unsere beiden super langsam Aufbauspieler, Leon und Josh haben es ganz gut gemacht. Musiala hat sich immer wieder fallen lassen, unsere Außen. Klar hat man gemerkt, dass kein Stürmer da ist, ja, dass uns das abgeht. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Wir haben es da versucht, mit Liebold zu kompensieren. Das war das einzig Positive, dass der ausgewechselt wurde, wo ein Manu vom Platz gestellt wurde. Ja, ansonsten gibt es nichts, was ich dieser Mannschaft vorwerfen kann. So gar nicht. Ja, wir können absolut stolz auf diese Mannschaft sein. Es gibt nichts zu kritisieren. Ja, Manuel Neuer wird jetzt der Sündenbock sein. Das ist aber auch völlig berechtigt. Ja. Das will ich auch gar nicht alleine nur an ihm festmachen, aber da kommen wir gleich mal ein bisschen zu. Wie gesagt, wir haben die erste Halbzeit dann die besseren Chancen gehabt, haben das Spiel sogar im Griff gehabt mit einem Mann weniger. Ja. Zweite Halbzeit Leverkusen dann Stürmer gebracht. Selbst das hat nichts gebracht, der war absolut null im Spiel. Auch da haben wir das Spiel bestimmt. Ja, uns hat der letzte Kick gefehlt. Musiala hat sich aufgerieben. Ja, das ist das Einzige, was ich ihm Winnie vorwerfen kann. Ja, er hätte die letzten 10 Minuten hätte er auch noch einen Thomas bringen müssen. Ja, ganz einfache Kiste. Musiala war tot. Der war einfach platt. Der hat geackert, gerackert. Das ist alles fein, das hast du gesehen. Die Konzentration war nicht mehr da. Und wir wissen alle, so ein Thomas Müller macht dann halt mal irgendwas, womit keine Sau rechnet. Den Faktor hätte ich mir genommen. Ich weiß nicht, vielleicht war er angeschlagen, sonst irgendwas. I don't know. Wenn dem nicht so ist,
zeigt das dann auch den Stellenwert, den ich ja auch schon diese ganze Saison sage. Ähm, aber ansonsten, Leute, wir können stolz auf diese Mannschaft sein. Das ist eine Mannschaft. Ja, das hat man heute gesehen in dieser Situation. Jeder ist für den anderen gelaufen, hat gemacht, hat getan. Klar könnten wir jetzt wieder alles einzeln zensieren, könnten sagen, ja, kann er da so oft aus dem Halbfeld flanken? Wo waren Fonsi, wo waren Kim bei der Szene? Leute, wir haben gegen Bayer Leverkusen gespielt. So, wir haben nicht gegen Tufershausen gespielt. Das ist genauso eine Top-Mannschaft wie wir sind. Ja. Und dass du die nicht 90 Minuten komplett abschaltest, dazu noch mit einem Mann weniger, ist auch klar. Ja. Deswegen will ich mich da gar nicht hochziehen. Ja, sage ich euch, wie es ist. Die rote Karte war eine klare rote Karte, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich fand es gut, dass der Schiedsrichter viel hat laufen lassen. Gefällt mir sehr gut, diese Linie. Das ist Champions League-Linie. Das ist völlig fein. Das hat er auf beiden Seiten getan. Das war gut. Und ansonsten habe ich nichts, aber auch gar nichts Negatives heute zu sagen zu dieser Mannschaft. Ja. Abgesehen von Manu. Ja, und da gehen wir jetzt auch mal knallhart rein. Ich habe es gerade schon gesagt, Manuel Neuer ist die Konsequenz der letzten Wochen. Ja, ich weiß, viele wollen das nicht immer wahrhaben, immer diese altgedienten Helden, bla, Sülz, ja, sicher, alles gut, gehe ich mit. War schon letztes Jahr so, wo wir Kimmich und so weiter kritisiert haben, wenn sie schlecht gespielt haben. Dieses Jahr war es genauso. Ja, ich habe jedes Mal Manuel Neuer schonungslos kritisiert, wenn er scheiße gespielt hat. Er hat es selber nie eingesehen. Ja, noch nicht mal bei Aston Villa, was eine klare Kiste war. Stellt er sich vor die Kameras und sagt, nee, das war alles gut, so, das ist nicht mein Fehler. Da sieht man halt schon die Wahrnehmungsstörung, die dieser Mensch hat. Ja, aber gut, nachdem das Herz vom Verein rausgerissen wurde, hat er sich vielleicht jetzt einfach auch mal gedacht, komm, ja, gönn ich mal. Nee, Scherz beiseite, weiß ich nicht. Ja, ist mit Sicherheit, also die Szene ist natürlich Manuel Neuer schuld. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Was er da zu suchen hat, Punkt 1, weiß kein Mensch. Conny Leimer ist an dem Mann dran. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er da zu suchen hat. Punkt 2, was war seine Intention? Ja, jetzt mal ernsthaft, was war seine Intention? Der wirkte so, oh, ich bin jetzt hier, oh, was mache ich hier gerade? Scheiße, ich bin hier auf dem Fußballfeld, da ist ein Spiel. Ach komm, den ramm ich mal weg. Es war ja nicht die Intention zu sagen, ja, ich stürme da hin und gehe mit dem Kopf zum Ball. Oder sonst, das war nicht zu sehen. Die Intention war so, oh, scheiße, ich bin jetzt hier, oh, wo bin ich? Bin ich gerade wach geworden? Oh, da ist ein Spieler. Uff. Das war ja komplett lost. Auf allen Ebenen war das lost. Ja. Aber das Ei hat man sich selber reingelegt. Meiner Meinung nach. Ja. Da müssen wir Manuel Neuer jetzt auch mal ein bisschen, ja, logen. Das war sein Fehler. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Deswegen sind wir ausgeschieden. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Das haben wir gesehen. Die Kraft hat einfach gefehlt dann über die Strecke. Dazu natürlich der Auswahl mit Harry Kane. Das war eh klar, dass es schwer wird gegen Leverkusen, die defensiv sehr, sehr gut spielen können. Und das ist natürlich dann Bärendienst, ja, wenn du 70 Minuten oder über 70 Minuten zu 10 spielst. Nichtsdestotrotz, ja, muss man sich dann mal die Frage stellen, warum Neuer immer noch im Tor steht. Ja. So, und da müssen wir mal den Verein ins Boot nehmen. Das ist dasselbe wie mit Thomas Müller. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Wir reden immer über verdiente Spieler, bla, Sülz. Vielleicht sollte man einfach mal ehrlicher sein zu den Spielern. Ja. Ich denke, beide verpassen gerade den Zeitpunkt, oder haben den Zeitpunkt verpasst, auf ihrem hohen Level abzutreten. Ja. Thomas Müller dümpelt jetzt das zweite Jahr bei uns rum, wo er noch nicht mal in dem Spiel eingewechselt wird, Alter. Ja, wo alle 3 Spiele 3 Minuten spielen darf. Aber auch nur, wenn Musiala mal ausfällt, darf er mal in die Startelf rutschen. Aber auch nur mit Glück. Und nicht mal heute, wo ein Harry Kane fehlt, wird lieber ein Leroy Sané da vorne hingestellt, anstatt ein Thomas Müller. Also es sagt eigentlich schon alles aus, ja, über den Stellenwert, den Thomas Müller noch für diese Mannschaft hat. Wenn ich dann noch dazu höre, dass man darüber nachdenkt, den Vertrag zu verlängern, fällt mir alles aus dem Gesicht. Aber anderes Thema. Zurück zu Manuel Neuer. 1:1 dasselbe. 1:1 dasselbe. Die ganze Saison ist scheiße. Ja? Die ganze Saison sieht man, dass Manuel Neuer nicht fit ist. Ja, er hat mal 1, 2 Spiele gemacht, die wirklich okay waren.
In jedem anderen Spiel immer mal wieder unsicher, immer mal wieder Wackler, immer mal wieder zu spät, immer mal wieder schlechte Stellungsspiel, immer mal wieder hast du gefühlt gehabt: „Oh, wo ist denn das Tor eigentlich? Stehe ich überhaupt gut?“ Gegen Dortmund das Ding, weiß ich nicht, ja? Das ist auch wieder so grenzwertig. Man beschmutzt damit seine Karriere, ja? Oder was heißt, man beschmutzt seine Karriere, aber man tritt unwürdig ab. Das muss man einfach sagen, ne? Das ist, ja, das, was man von Manuel Neuer am Ende der Saison in Erinnerung behalten mit den Highlights. Dass er dafür verantwortlich ist, dass wir aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind. Im schlimmsten Fall passiert das in der Champions League auch nochmal, in irgendeinem K.O.-Spiel, ja? Dann hat man das in Erinnerung, ja? Ähm, Das ist schade. Das ist super schade, dass diese Ego-Schiene da gefahren wird. Ich glaube, wenn Manuel Neuer auch nur ansatzweise mal signalisiert hätte: „Hey, pass mal auf, lass mich irgendwie ab und wann auch mal eine Pause fahren oder wenn ich nicht richtig fit bin oder nicht auf der Höhe bin, dann bring mal 'n Daniel rein.“ Die Chance hat man vertan gehabt nach den beiden starken Länderspielen, die er gemacht hatte. Und 'n Manuel Neuer, bis, 30 Minuten vor Spiel, Anpfiff, nicht sicher war, ob er spielen kann. Ja, dann ist das jetzt die logische Konsequenz. Ja, wenn dann da 'n Spieler rumdümpelt, der erst mal so alt ist, ja, wo dann jedes Prozent Fitness zählt. Das ist bei so einem 20-Jährigen, 25-Jährigen ein bisschen anders. Ja, wenn da so ein 36er Jähriger steht, gerade als Torwart, ähm, ja, wo jedes Prozent Fitness, wichtig ist, da hätte man einschreiten müssen, ja. Aber die Eier hat man nicht bei uns im Verein. Die Eier hat man nicht. Genauso wie man nicht die Eier hat, ihm die Kapitänsbinde wegzunehmen, ja. Und von daher hausgemacht, da muss der Uli Hoeneß auf der Tribüne auch gar nicht sitzen und so eine Fresse ziehen, ja. Da muss er auch nicht den Winnie ankreien oder sonst wen. Da hätte von Vereinsseite einfach mal Tacheles geredet werden müssen. Aber wir sind ja in unserer Kuscheloase, in unserem Mir Samir. Nein, es darf ja keiner kritisiert werden. Wir müssen mit allen verlängern, bla Sülz. Das wird nicht der letzte Aussetzer gewesen sein von Manuel Neuer in dieser Saison. Das ist nicht der erste, ja. Ist auch nicht der erste, der uns, ja, ich hätte jetzt gesagt, Punkte gekostet, aber nein, der hat uns einen Titel gekostet, ja. In der Champions League waren es Punkte. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und der wird trotzdem unantastbar bleiben, ja, weil er Manuel Neuer heißt. Ist dasselbe Problem, was wir letztes Jahr hatten. Ja. Warum Tuchel die Probleme hatte, weil er Spieler absägen wollte und das ging halt nicht im Verein. Ja. Und Kompanie ist schlau genug, das gar nicht erst zu versuchen. Ja. Deswegen haben wir ja diese Mannschaft, die wir haben. Und das ist eine Mannschaft, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Und das ist genau der Grund, weil er die Spieler wieder vereint und alle mit ins Boot nimmt. So, wenn er da anfangen würde und das ausführen würde, was er gepredigt hat, von wegen, hier geht es 100% nach Leistung, dann würden Sanés, Knabris, Neuers, die würden gar nicht mehr auf dem Feld stehen. Ja? Genauso wie es ein Müller nicht tut. Muss man mal knallhart so sagen. Das ist aber nichts, was ich in Kompanie zu Lasten lege. Ja, da sind, ich meine, wir haben mittlerweile einen Sportvorstand und einen Sportdirektor. Wenn die es nicht hinkriegen und sich da öffentlich immer hinstellen und sagen, ja, wir wollen mit allen verlängern, Alter, dann kriege ich halt einen Kackreiz. Ja? Und da muss man sich nicht wundern, dass es so aussieht, wie es heute ausgesehen hat. Nochmal, ja, natürlich war das ein manuelles Neuers Dingen, keine Frage. Aber der Verein trägt genauso viel Mitschuld. Ja? Das muss man einfach mal sagen. Man muss diese Spieler einfach mal in Frage stellen. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir letzte Saison auch schon waren. So, das tut man nicht und da muss man damit halt leben. Ja? Ich meine, Thomas Müller hat man sachte abgesägt jetzt über 2 Jahre. Ja. Der hat aber auch keine Argumente, wenn da so ein Jamal Musiala so performt, wie er performt. So, aber Manuel Neuer, man traut sich ja noch nicht mehr. Man traut ja nicht mehr zu sagen, pass mal auf, Manu, bleib mal draußen. Selbst in der ersten Stunde vor dem Spiel sagt, oh ja, ich bin fit, wo sich wahrscheinlich irgendwelche Schmerzmittel reinpült, damit er schmerzfrei ist. Anstatt da mal Platz zu machen und mal zu sagen, oh geil, hier ist ein junger Torwart, ja, der Potenzial hat. Super geil, mein letztes Jahr, ja, super, ich führe den Jungen ran. Der kann mein Erbe antreten hier. Nein, Herr Neuer überlegt ja noch ein Jahr dran zu hängen bei uns. Top,
Es wird mit Sicherheit er wird wieder zu seiner Weltklasseform finden, natürlich, gar keine Frage, ja. Ist natürlich Schwachsinn. Also, das Niveau, was wir gerade sehen, ist das Niveau, was Manuel Neuer jetzt hat. So, und das ist auch fein, das ist auch immer noch, 'n gutes Niveau, da müssen wir gar nicht drüber reden, ja. Es ist aber am Ende des Tages, kein Bayern-Niveau mehr. Wenn man sich mal nur allein die groben Patzer ansieht, ja. Reden wir noch nicht mal von den Patzern, die er mit eingeleitet hat. Immer wieder Chancen für den Gegner, dem super krasse Abspielfehler, viele Bälle ins Aus und so weiter. Darüber reden wir noch nicht mal. Ja. Wir reden nur über die groben Dinge. Das 1:0 Aston Villa, die Niederlage geht auf seine Kappe. Heute das Ausscheiden geht auf seine Kappe. Das sind die ganz groben Dinger. Wir können uns noch einzelne Tore angucken, wo man auch immer noch sagen kann, na, Frankfurt zum Beispiel, ja. Ja, dann ist das so. Ja. Aber das ist hausgemacht. So, ja. Aber damit haken wir das Thema mal ab, Manuel Neuer, und ja, sprechen einfach der Mannschaft nochmal ein Riesenlob aus. Ja, das war emotional. Erste Halbzeit hat mich das Spiel aber so zu 200% mitgenommen. Ja, das war das emotionalste Spiel, was ich seit langem mal wieder gesehen habe von unserer Mannschaft. Auch mit dem Stadion dahinter, ja, war richtig, richtig geil. Ich war eigentlich guter Dinge, dass wir den Bock umstoßen, dass wir irgendwie eine Hütte machen nach einer Ecke oder sonst irgendwas. Hat leider nicht geklappt. Ähm, Wie gesagt, wir können uns die Statistiken angucken. Ich weiß nicht, was hatte Leverkusen? 2 Ecken, wir hatten irgendwie 6, 7, 8 oder was. Wir haben das Spiel trotzdem gemacht. Leverkusen, muss man natürlich erstmal sagen, Glückwunsch an Leverkusen. Ja, Leverkusen hat es abgewichst gespielt, auch keine Frage. Die haben sich gar nicht darauf eingelassen, irgendwie da jetzt, obwohl erste Halbzeit haben sie schon ein bisschen darauf eingelassen, wo Hektik aufkam. Aber zweite Halbzeit, ja, haben sie es ganz abgewichst gemacht, erst recht nach dem 1:0. Ja. Hinten die Schotten dicht gemacht, so unsere Spieler waren müde. Kompanie hat dann nochmal alles versucht, hat nochmal gewechselt. Ja, aber Serge Gnabry ist kein Killer vom Tor. Da brauchen wir nicht drüber reden. Fonsi hat Angst gehabt, heute die Schüsse zu nehmen. Dann wird es schwierig. Leon Goretzka war leider nicht der Faktor in der Offensive, dass er irgendwie mal in den 16er gekommen ist als Anspielstation. Ja, und dann wird es schwierig. Ja, aber nochmal an die Mannschaft, keinerlei Vorwurf. Ein sehr, sehr starker Fight. Als Mannschaft geschlossen gespielt. Keiner irgendwie gemeckert, abgeschenkt oder sonst was. Richtig, richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Und von daher, ja, bin ich stolz auf diese Mannschaft. Auch wenn wir ausgeschieden sind, auch wenn der erste Titel weg ist. Aber das war auch maximal unglücklich. Ja. Oder, wenn man so möchte, die gerechte Strafe dafür, dass man ja, diese altgedienten Spieler nicht mal in Frage stellt. Ne? Weil das hätte man diese Saison durchaus tun können bei Manuel Neuer. Und man hätte ihn einfach mal zur Seite nehmen können und mal ein sogenanntes Männergespräch führen können und mal sagen, pass mal auf, Manu, was hältst du denn davon, wenn wir mal den Daniel Peretz ein bisschen ranführen, dass du mal ab und an ein Päuschen kriegst. Und da wäre er vielleicht gar nicht heute in dieser Phase gewesen, weil das war ein Aussetzer, ganz ehrlich. Das ist auch kein Aussetzer, den Manuel Neuer macht, oder? Also nochmal, das war ja nicht irgendwie, ich laufe dahin und versuche den mit dem Kopf zu klären und schaffe es nicht oder springe daneben. Alles gut, kann passieren. Ne? Das war ja ein Aussetzer wie, wow, ich bin jetzt hier. Wo bin ich? Wer bin ich? Oh, da ist ein Spieler. Uff. Ja, dass er überhaupt da ist, ist ja Katastrophe gewesen. Aber dann dieses Verhalten, also, der wollte ja gar nichts machen. Er wollte einfach nur den Mann checken. Also, wenn man sich besser wüsste, hätte man gesagt, jo, der wollte da jetzt runterfliegen. Also, weiß ich nicht. Kann es nicht anders beschreiben. Und das ist in der Regel kein Ding, was ein Manuel Neuer macht. Ja. So. Noch nie gesehen. Noch nie. Dass er mal zu spät kommt oder sonst was in irgendeiner Situation, ja, na klar. Ja, gar keine Frage. Passiert halt. So. Aber das war ja ein kompletter Blackout. Also, keine Ahnung. Und wie gesagt, das wird nicht der letzte sein. Ne? Das ist einfach so. Das ist auch nicht böse gemeint. Aber nach dieser Verletzung in diesem Alter, man tut sich einfach keinen Gefallen damit, meiner Meinung nach. Ich würde jetzt sagen, Manuel Neuer kann mich ja noch Lügen strafen diese Saison. Er wird uns noch irgendwie einen Titel festhalten. Aber ich garantiere euch, das wird nicht passieren.
Das passiert einfach nicht mehr. Die Zeit ist einfach vorbei für Manuel Neuer. Ja, und das gar nicht jetzt nur auf heute. Heute ist nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Die ganze Saison schon. Wie gesagt, ich habe 2 Spiele, wo er gut gespielt hat, wo er eine gute Leistung gezeigt hat. Ansonsten hat er einfach das Glück, ja, ihr habt die letzten 7 Spiele gesehen vor Dortmund, oder? So, wir haben keine Torschüsse zugelassen und wenn 2 Torschüsse waren, waren es ähnliche Rückgaben. So, die hätte selbst ich aufgepickt. Ja. So, da müssen wir aber nicht Manuel Neuer für den Himmel loben. Der mit Sicherheit seinen Anteil daran hat. Ich will das gar nicht schlecht reden oder sonst was, aber nochmal, meiner Meinung nach ist das ein Ding, das ist ausgemacht. Da ist man selber schuld. Das Schlimme daran ist einfach nur, es wird nichts ändern. Er wird trotzdem nicht in Frage gestellt werden. Ja? Es wird wieder irgendeine komische Ausrede kommen von ihm. Und das war's. Ja? Aber gut, so ist es. Titel 1, können wir einen Haken dran machen, ist weg. Ja, nochmal Glückwunsch an Leverkusen. Am Ende des Tages verdient. Die haben ein Tor gemacht, wir haben kein Tor gemacht. Ja, und gut ist, jetzt gucken wir weiter. Lass mich luschern. Heidenheim oder sowas. Lasst mich kurz gucken, bevor ich Mist erzähle. So. Ja, zu Hause gegen Heidenheim am Samstag 15:30. Dann spielen wir gegen Donetsk. Da bin ich live im Stadion. Woo! Und ich sehe keinen Harry Kane. Buh! Dann haben wir noch Mainz und dann haben wir noch Leipzig. Ja. Alles andere wie 4 Siege wäre eine Farce. Es könnte natürlich interessant werden. Halleluja. Pavlo ist back. Ja, hat man gleich gesehen heute. Hat uns auch ganz gut getan. Konnte das aber auch nicht mehr so rumreißen. Die Zeit von Leon Goretzka ist damit wieder rum. Ne? Der wird wieder ins 4. Glied zurückrücken. Pavlo wird super wichtig werden in diesen Spielen, weil er einfach einen Jamal entlastet, der nicht wieder zwischen die Innenverteidiger rücken muss, so wie es heute gegen Leverkusen auch getan hat in der Anfangsviertelstunde. Das ist wichtig und gut so, dass ein Pavlo wiederkommt. Ob er schon die Kraft hat, ich glaube nicht, dass er gegen Heidenheim irgendwie in der Startelf stehen wird oder sowas. Ich denke, er wird auch nochmal 20, 30 Minuten kriegen. Gegen Donetsk wahrscheinlich dasselbe und dann vielleicht in Mainz. Wo wir uns auch immer schwer tun, das wird nochmal ein interessantes Spiel. Auch zu Hause gegen Leipzig wird nochmal ein interessantes Spiel, falls die ihre Form bis dahin wiedergefunden haben. Das weiß man auch nicht. Ja, und dann ist erstmal eine Mini-Pause. Zum Glück. Ja, aber Meisterschaft ist ja safe. Ja, hat Uli Hoeneß ja schon gesagt, ist schon bestellt, Meisterfeier, alles gut. Gar kein Problem. Ne? Gibt ja keine Konkurrenten, habe ich ja auch gehört von einem oder anderen von euch. Leverkusen ist ja kein Konkurrent mehr. Ist ja schon abgeschlagen. Genauso wie Leipzig ja dann der Meisterschaftskonkurrent war, die schon gar nicht mehr da sind. Wilde Takes immer. Gut, wir haben 4 Punkte vor Frankfurt. Da ist noch lange nichts entschieden. Wir haben 7 vor Leverkusen. Ja, das ist ein guter Vorsprung. Aber wie gesagt, noch sind wir nicht in der Winterpause. Also immer mal abwarten. Wir müssen jetzt einen Schlüssel finden, der Tore schießt. Ja, das wird ein großes Thema jetzt sein, solange Heavy nicht da ist. Und umso wichtiger wird es sein, dass dann hinten auch ein Torwart steht, der nicht solche Klopper reißt, ja, und uns selber dann schwächt. Ja, vielleicht kann das nicht jede Mannschaft so ausnutzen, wie es dann Leverkusen getan hat. Das werden wir sehen. Es werden auf jeden Fall dann nochmal spannende 2 Wochen werden jetzt. Bis zur Mini-Winterpause. Ja, wie gesagt, was mich positiv stimmt, deswegen sage ich auch, wir werden die nächsten Spiele wieder positiv gestalten, ist einfach, dass man gesehen hat, dass es eine Mannschaft ist. Ne? Also da ist keiner, der abgefallen ist, keiner, der sich hat hängen lassen, keiner, der rumgemosert hat. Ich meine, wer soll das auch machen, wenn Leroy draußen ist? Ne? Der war ja nicht mehr auf dem Feld. Ja, dass so ein Coman auf einmal nicht zum Knipser wird, dass so ein Zerc nicht zum Knipser wird, dass ein Michael dann kurz vor Ende das Ding verzieht, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass er auch geackert hat wie ein Tier, ja, wie jeder.
Ja, dass die Konzentration, die Power dann nicht mehr da ist, kurz vor Schluss. Ist leider auch normal. Ja, aber bin frohen Mutes, dass wir als Mannschaft, wenn wir als Mannschaft agieren, dass das Ruder jetzt nochmal rumreißen, die letzten Spiele. Natürlich muss man sagen, dass es auch keine Selbstläufer werden, auch Heidenheim nicht, die haben nichts zu verlieren. Ja, die haben nur zu gewinnen. Genauso wie alle anderen Mannschaften, gegen die wir dann die nächsten Spiele spielen werden, mal abgesehen von Leipzig vielleicht. Wir werden es sehen. Gut, Leute, das ist es. Ja, wir haben leider die Segel gestrichen im DFB-Pokal. Ist sehr schade für Harry Kane. Ja, das ist so und für Michael, der neu da ist. Den hätte ich schon gegönnt. Alle anderen, ja. Natürlich hätten wir es im Bini gegönnt, dem Trainerteam, ja. Aber so ist es manchmal. Ja, Fußball ist nicht immer gerecht. Aber Fußball rächt halt diese Kleinigkeiten. So wie es letzte Saison unterm Tuchel war, wo man gesagt hat nach der Hinrunde, du wirst in der Rückrunde so tief fallen, wenn du den Fußball nicht endlich umstellst und nicht nur durch Einzelaktionen lebst. Genauso haben wir es diese Saison die ganze Zeit gesagt, mit dem Namen Manuel Neuer, das geht so nicht. Ja, zwischenzeitlich war er dann wieder ein bisschen tiefer gestanden, hat sich ein bisschen gefangen. Aber dann schon gegen Dortmund und so, ja, war es wieder so viel Risiko und heute wieder, ja, und irgendwann schlägt dir das Karma in die Fresse. Ja, und dass es dann heute ausgerechnet gegen Leverkusen im DFB-Pokal so ist, was dann Titel kostet, ist natürlich hart. Ja. Aber nochmal, wir müssen uns nicht für die Mannschaftsleistung schämen oder sonst was. Das war eine 1A-Mannschaftsleistung. Kampfgeist war da, alles. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Habt eine schöne Restwoche. Ja, wir hören uns am Freitag für die Vorbereitung auf Heidenheim. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.